Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite danke vielmals für den lieben Welcome heute Morgen. Es ist Vision Sunday und Vision hat etwas mit Gesehen zu tun. Es erinnert mich, dass ich immer wieder mal beim Optiker oder Augenarzt vorbei muss und mal schauen, wie es steht. Ich sehe nicht perfekt und ich bin froh, gibt es Hilfen, Linsen und Brillen und so weiter, dass man wieder klar sieht. Und ich glaube, wenn wir heute Morgen von Vision reden, ich glaube, dann geht es wirklich darum, dass wir zuerst einmal auch eine klare Sicht neu bekommen. Und eine klare Sicht bekommen wir wirklich, wenn wir schauen, was sagt Gott eigentlich? Was liegt Gott ganz zuerst auf dem Herz? Ich glaube, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, sieht man überall dort, wo Menschen von ihren eigenen Leidenschaften und Passionen irgendwo geleitet worden sind, aber nicht mehr von Gott her, ist es irgendwo in eine falsche Richtung gegangen. Und ich will darum zuerst, dass wir einfach eine ganz geschärfte Sicht auch haben, und zwar bekommen auch von Gott, was liegt ihm eigentlich auf dem Herz. Und Paulus, er sagt es so: Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das heißt, hey, ich glaube, wenn uns etwas beschäftigt als Kirche, wenn uns etwas soll treiben, auch mit einer Passion, muss es mit Jesus und mit seiner Mission, nämlich dass er als Kreuz gegangen ist, wirklich zu tun haben. Und so sagt dann über die Bedeutung davon der Paulus: Mit der Botschaft vom Kreuz ist das nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und ich will in der Einleitung eigentlich, und bevor wir zum praktischen Teil kommen, will ich zuerst etwas sagen über eigentlich die 3 Aspekte in dem Vers, nämlich etwas zu der Botschaft vom Kreuz, für was es heisst für Leute, wo es etwas Unsinniges ist, und warum es der Inbegriff ist von der Kraft von Gott. Ja, was ist denn die Botschaft vom Kreuz, um die es eigentlich geht? Und ich möchte uns für einen Moment einfach so 2000 Jahre zurücknehmen in eine Szene, wo ein Mann einen Weg hochläuft, die Via Dolorosa. Und auf seinem Rücken trägt er ein Kreuz. Sein Rücken ist kaputt, zerfurcht, weil er vorher gegeißelt worden ist. Blut läuft ihm überall ab, auf seinem Kopf haben sie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Und der Mann ist völlig entkräftet. Irgendwann kommt ein Mann ihm zu Hilfe mit dem Kreuz, hilft ihm das tragen, weil er angewiesen worden ist von den Römern. Und ein Haufen Menschen ziehen mit ihm mit. Viele Frauen sind dort, weinen um ihn, haben Mitleid mit ihm. Und dann kommen die Worte von Jesus und er sagt: Hey, habt nicht Mitleid mit mir. Weinet nicht wegen mir, sondern weinet wegen euch. Und Jesus zeigt für einen Moment so ganz klar auf, hey, dass es nicht um ihn geht in dem Moment, sondern dass der Weg, wo er geht, dass der etwas zu tun hat mit uns Menschen. Wie oft bin ich irgendwie vor einem Kreuz gewesen, gerade in den katholischen Gebieten, auch in unserem Land, gesehen irgendwie einen Jesus dort am Kreuz hängen und habe so als Kind immer wieder gedacht, der arme Jesus. Ich habe gedacht, irgendwie, Karfreitag bedeutet irgendwo, hey, du musst Mitleid haben mit Jesus. Aber Jesus sagt nicht, weinet um mich, sondern weinet um euch. Warum? Weil Jesus unser Dilemma gesehen hat. Und weißt du, dass unser Dilemma, unser Problem ist so viel grösser als das, was er hatte. Unser Problem war das, dass wir als Menschen es nicht gecheckt haben, um was es geht im Leben. Dass es darum geht, eine lebendige, persönliche,
froh und freimachende Beziehung zu unserem Schöpfer, zum lebendigen Gott, wo wir nicht sehen und dann trotzdem irgendwo spüren in unserem Leben, dass wir das haben. Und unser Problem ist, so wie die ersten Menschen, wir vertrauen nicht darauf, dass wir bei ihm das Leben finden. Wir vertrauen nicht darauf, dass seine Wege besser sind als unsere. Wie oft haben wir in unserem Leben so einen Moment, wo wir spüren, es wäre richtig, ich würde das und das tun, aber wir machen es nicht. Wie oft schauen wir zurück am Abend, lassen vielleicht unseren Tag noch mal Revue passieren und merken plötzlich, hey, ich bin gar nicht bei meiner Familie gewesen. Ich bin gar nicht wirklich mental engagiert gewesen mit denen, die mich herum sind. Ich bin vielleicht nur noch in meiner eigenen Welt drin gewesen. Ich habe einen Moment verpasst. Ich habe dort darum gereizt reagiert, weil ich überhaupt nicht mich in die Situation reinversetzt habe. Und wir merken, ob wir es wollen oder nicht, dass Kräfte in unserem Leben da sind, die uns Sachen tun lassen, wo wir wissen, sie sind nicht okay. Wir sollten so anders handeln. Und Jesus hat unser Dilemma gesehen. Der Grund für die Probleme, die wir haben in unserem Leben, für die Probleme, die wir haben in unseren Beziehungen, wo wir Probleme haben, hey, in unserem eigenen, in unserer Auffassung über uns selber, über das Leben, hat das Dilemma gesehen. Und das Dilemma bezeichnet die Bibel mit einem grossen Wort, und das ist Sünde. Und Jesus hat gewusst, es gibt einen Weg, dass der Mensch frei werden von dem. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Was die Menschen dort nicht begriffen haben und erst später dann auch Christen herausgefunden haben, in dem Moment, das war das Lamm, das die Schuld der Welt trägt. Das Passahlamm, das die Juden Jahr aus, Jahr ein, über Jahrhunderte hinweg gefeiert haben, nie verstanden haben, um welches Lamm es eigentlich geht. Jetzt ist er vor ihnen gestanden. Es war Jesus. Und er trägt deine und meine Schuld dort am Kreuz. Er nimmt sie auf sich, damit wir frei sein können. Um die Konsequenzen der Sünde in Bezug auf Gott, in Bezug auf unsere Seele, um die auf sich zu nehmen. So eine Botschaft gibt es in keiner der Weltreligionen. Und die Sünde kommt auf ihn. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er spürt die Schwere, er spürt die Trennung von Gott. In dem Moment, wo er deine und meine Sünde auf sich nimmt. Und Jesus stirbt dort am Kreuz von Golgatha. Vollbringt das, was er gesagt hat. Ich muss den Weg gehen ans Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz hört dort nicht auf. Die hört erst 3 Tage später auf, wo Jesus von den Toten aufersteht. Wo das passiert ist, wo die Jünger immer wieder gehört haben, ich werde von den Toten auferstehen, und wo sie nicht gecheckt haben und nicht geglaubt haben, dass es passiert. Jesus steht auf, er begegnet Hunderte von Menschen. Und plötzlich begreifen all seine Jünger, was Jesus gesagt hat. Ist nicht nur wahr gewesen, weil wir empfunden haben, das ist richtig, sondern er hat das beglaubigt, er hat das bestätigt. Meine Worte sind wahr. Wer mir vertraut, kommt mit einer Macht in Berührung, wo ein Mensch sonst keinen Zugang hat dazu. Die Macht vom lebendigen Gott. Liebe Freunde, das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist die Botschaft, wo uns Jesus 2 Sachen nachher zurückgelassen hat. Nämlich das erste, einen grossen Auftrag, dass die Botschaft vom Kreuz in die Welt muss hineingehen, weil sie die Botschaft von der Hoffnung ist. Und das Zweite, was Jesus zurückgelassen hat, das ist die Person vom Heiligen Geist. Er hat eine Ausrüstung zurückgelassen, eine Vollmacht, eine Beglaubigung, eine Stärke, eine Salbung für Menschen, die ihm nachfolgen. Ein Feuer, das anfängt zu brennen in den Herzen. Eine Kraft, wo wir nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft von Gott mit Sachen fertig werden und seine Zeugen in dieser Welt wirklich sein können. Und der Paulus sagt, hey, für die Menschen in der damaligen Zeit, für die Juden und für die Griechen, war es etwas Unsinniges gewesen. Die Juden haben erwartet, der Messias wird der König sein. Er wird ein grosses Zeichen irgendwo setzen gegenüber, was weiss ich, den Finden in ihrem Land.
Und für die Griechen war es absolut etwas Unsinniges, weil ihre Vorstellung von Gott ist das, dass Gott Apatheia ist. In anderen Worten, er ist nicht in der Lage, mit uns Menschen mitzufühlen. Gott ist nicht interessiert, wie es uns Menschen geht. Und der Jesus, den der Paulus verkündigt hat, der Jesus von der Bibel, ist eben jemand, der mit uns fühlt als Menschen. Es ist eben jemand, der uns Menschen liebt, der uns Menschen uns im Fokus hat. Darum hat Jesus gesagt, weinet nicht um mich, weinet um euch. Meine Mission hat mit euch zu tun. Ich gehe den Weg für euch ans Kreuz. Und ich denke, wir leben auch in einer Zeit, wo das Konzept von Gott für viele Menschen etwas Unsinniges ist. Weil Gott nicht in ihre Vorstellungen reinpasst. Weil sie sich nicht vorstellen können, wenn ich mich jemandem ausliefere, wenn ich mich jemandem unterordne, dann kommt es gut in meinem Leben. Wir sind so darauf trainiert, dass wir alles selber im Griff haben müssen, dass wir gar nicht vertrauen können, dass jemand noch besser meint mit uns als wir selber. Etwas Unsinniges. Aber dann heisst es, für uns, die dieser Botschaft glauben, ist der Inbegriff von der Kraft von Gott. Hey, und ich will ganz kurz ein paar Aspekte, so 4 Facetten von dieser Kraft von Gott einfach auch aufgreifen. Und zwar das Erste ist, es ist Kraft, dass wir Vergebung erleben können. Letzten Sonntag hat NZZ am Sonntag in der Beilage eine Doppelseite drin gehabt und hat alle Leser aufgefordert, sie kennen doch sicher Situationen, wo sie bereuen in ihrem Leben, wo sie gerne ungeschehen machen würden. Schreiben Sie uns doch anonym, weil es wird ihnen gut tun. Und ich habe gedacht, wie wahr ist das? Bekenntnis ist gut für die Seele des Menschen. Aber weißt du was? Wem bekennst du es denn in irgendeiner anonymen Zeitung? Weißt du, die Botschaft von der Bibel ist, du kannst es dem bekennen, wo das nachher nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern wo dir die Worte zuspricht, dir ist vergeben. Du kannst es dem zusprechen, wo die Autorität hat, dich frei zu machen und frei zu setzen von deinen Sünden im Leben. Zu Jesus, wo sie getragen hat am Kreuz von Golgatha. Ich habe gedacht, was für eine geniale Botschaft ist denn das? Und weißt du, das Erfahren bedeutet, hey, du bekommst endlich Frieden da innen. Du hast etwas, wo du deinem Gewissen kannst entgegenheben, wo du kannst sagen, du hast zwar recht, ich habe Sachen gemacht, die ich nicht hätte sollen, aber weißt du, mir ist vergeben von Gott. Hey, weißt du, ich glaube, es gibt kaum etwas anderes, das für die seelische Gesundheit des Menschen eine grössere Bedeutung hat, als der Zuspruch von Gott, dir ist vergeben. Das ist die Kraft der Vergebung, die Kraft der Versöhnung. Und zwar eine Versöhnung mit dem lebendigen Gott zu leben, mit dem absolut, ich sage jetzt mal, gigantischen Wesen vom Universum, wo ein Wort sagt, hey, und Galaxien sind entstanden. Mit dem versöhnt sie für immer, weil du sagst, ich vertraue auf Jesus Christus. Weißt du, was das heisst? Hey, jeden neuen Morgen, auch wenn du deine Gefühle vielleicht dich völlig durcheinander machst, ist einer, der sagt, weißt du was, du bist versöhnt mit mir. Wir haben Frieden miteinander. Der lebendige Gott. Frieden. Peace with God. Das ist versöhnt sie mit ihm. Weißt du, und weißt du, das nimmt er nicht weg, wenn man mal eine Dummheit begönnt. Sondern er bleibt für uns. Versöhnt sie mit ihm. Das ist so eine Kraft dort drin. Hey, ich liebe den Vater im Himmel, weil ich weiß, ich bin versöhnt mit ihm. Die Kraft von der Liebe, dass Gott etwas tut durch seinen Geist, dass er uns, die Bibel sagt, die Liebe ausgießt in unser Herz. Und das ist eine Liebe, die so powerful ist. Weißt du, sie gibt dir erstens einmal die Möglichkeit, dass du dich selber annehmen kannst, wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Es ist eine übernatürliche Liebe. Es ist eine Liebe, die dir hilft, auch die Menschen zu lieben, die du sonst ablehnen, verurteilen. Leute, die dir völlig egal sonst werden. Es ist eine Kraft der Liebe. Die Liebe von Gott ausgossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gelegentlich gibt es Menschen, die zu mir kommen und sagen, Matthias, warum hast du so viel Geduld mit Menschen? Und ich weiss, das bin nicht ich. Ich weiss in diesem Moment so klar, ich kann sehr ungeduldig sein als Mensch. Aber ich weiss, es ist die Kraft vom Heiligen Geist, die mir Kraft gibt.
geduldig zu sein mit Menschen. Darauf zu vertrauen, dass Gott zum Zug kommt, dass Gott noch zum Ziel kommt im Leben von Menschen. Und noch etwas, es ist auch die Kraft von der Auferstehung. Weißt du, was die Bibel sagt, dass die Kraft von der Auferstehung, die Jesus erlebt hat, die ihn von den Toten auferweckt hat, die ist in uns wirksam. Die gleiche Kraft. Und weißt du, das bedeutet für uns, dass wir in unserem Leben, egal was an uns ankommt, dass eine Kraft da ist, durch den Glauben an Jesus Christus, wo du kannst sagen, hey, jedes Problem, jede Krankheit, jeder Angriff, alles Unerklärliche, was kommt, wird mich in meinem Leben nicht bezwingen können, weil die Auferstehungskraft von Jesus in mir wirksam ist. Es ist die Auferstehungskraft, die du auch abschliessen mit Kapiteln in deinem Leben, wo du vielleicht schon lange hast abschliessen. Es ist die Kraft, die dir Sieg gibt, auch über Versuchungen in deinem Leben, wo du sonst würdest sagen, hey, weißt du was, ich laufe immer wieder rein. Es ist eine Kraft, die dir auch den Willen gibt, zum zu sagen, nein, ich will gewisse Sachen nicht und yes, ich will gewisse Sachen wirklich in meinem Leben verfolgen. Und ich glaube, dass Gott wirklich in diesem Jahr auch deinen Willen anspricht und sagt, weißt du was, hey, wenn du wirklich etwas willst mit mir, du wirst es auch tun können. Das ist die Auferstehungskraft von Gott, wirklich, die in uns wirksam ist. Und die Auferstehungskraft lässt uns auch die Wunder von Gott erleben. Die Zeichen von Gott erleben. Bei der Begleitung von einem Mann im Moment, wo es sehr, sehr schwer hat, wo sehr angefochten ist in seinem Business, man kann sagen, eigentlich vom ganzen Verwaltungsrat. Und ich habe ihm gesagt, heb fest an Gott. Und plötzlich eines Tages in der stillen Zeit bekomme ich einen Bibelvers für den Mann und sagt, Gott wird den Bogen vom Starken zerbrechen. Und es ist interessant, in den letzten 2-3 Wochen hat das angefangen zu sehen und die Einheit in dem Verwaltungsrat zerbröselt. Halleluja. Und Gott ist dran, er kommt zum Zug. Nicht einfach, wenn wir etwas wollen, aber weil Gott den Aufrechten begleitet und den Aufrechten wirklich auch schützt. Kraft von der Auferstehung. Und weißt du, das Wort Kraft, das bedeutet Dynamis, oder das ist das Wort, das gebraucht wird. Und 120 Mal ist es im Neuen Testament, 73 Mal bedeutet es einfach Kraft, 15 Mal Wunder und dann bedeutet es mehrmals noch die Fähigkeit zu herrschen. Und zwar nicht über Menschen, sondern in Situationen und bei Herausforderungen in unserem Leben. Und weißt du, die Kraft, die können wir erfahren. Die Kraft kannst du neu erfahren. Es ist eine Kraft, die zugänglich ist von Gott, wo er sagt, hey, weißt du, stand auf. Es ist genug Kraft da für dich, für dein Leben und auch für die Challenges und die Herausforderungen, wo du drin bist. Und ich glaube, wir wollen, bevor wir weiterfahren, wir wollen beten miteinander. Wir wollen wirklich unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf die Offenbarung und dass wir wirklich neu Berührung kommen mit dieser Kraft. Lasst uns doch aufstehen miteinander. Herr Jesus, wir wollen wirklich miteinander einfach im Gebet jetzt auch zu dir kommen. Herr, ich weiss nicht, was jeder Einzelne braucht. Der eine braucht vielleicht neu die Kraft von dir, Vergebung zu empfangen. Wieder der andere vielleicht, um einfach in eine liebevolle, klärte, versöhnte Beziehung mit dir, dem Vater im Himmel zu kommen. Wieder der andere, der da ist, braucht vielleicht einfach die Kraft von dir, können zu lieben in Situationen, wo er sagt, ich habe keine menschliche Liebe mehr, ich bin am Ende, wo dein Heiliger Geist reinkommt wie ein Wind und neue Liebe gibt. Und Herr Jesus, da sind Menschen da, vielleicht, die sagen, ich brauche neue Kraft von dieser Auferstehung. Ich habe Situationen in meinem Leben, ich komme nicht zu Gang damit. Es ist grösser als das, was ich mir vorstellen kann. Wo Menschen heute Morgen können aufstehen und sagen, wow, ich empfange die Auferstehungskraft von Gott für meine Situation. Sie ist da. Jesus, ich danke dir dafür. Und Jesus, ich bete jetzt gerade für Menschen, die vielleicht da sind oder die zuhören, wo ihr das Leben noch nie dir vertraut haben, wo vielleicht du bis jetzt immer etwas Unsinniges bist gewesen, aber wo vielleicht heute Morgen sagen, weisst du was, jetzt verstehe ich brauche Jesus in meinem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du nur ein Gebet weg bist. Dass wir uns jetzt an dich dürfen wenden. Und ich will dich einladen, da oder daheim. Wenn du dein Leben noch nie Jesus bewusst gegeben hast, und ich meine wirklich
gegeben hast, ausgeliefert hast, ihm anvertraut hast, du kannst sagen, ich vertraue nicht mehr auf mich, ich vertraue auf dich, dann darfst du es jetzt tun und darfst mit mir beten. Du kannst mir ansprechen und kannst sagen, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, wie ich bin. Und mir ist klar geworden, ich brauche dich. Ich möchte dich bitten, fang heute an und vergib mir meine Sünden. Danke, dass du das jetzt tust. Mein Herz rein wird. Ich will mein Vertrauen auf dich setzen und möchte dir nachfolgen. Ich setze mein Vertrauen nicht mehr länger auf mich, sondern auf dich, den Sohn Gottes. Danke, schenkst du mir jetzt den Heiligen Geist, dass ich durch seine Kraft ein neues Leben darf leben, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Hey, wenn wir doch den Menschen, die das auch mitgebetet haben, wirklich einen Applaus geben heute Morgen. Ich freue mich von ganzem Herzen mit euch. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und das ist die Botschaft von der Kraft, die möchten wir auch in diesen Schwerpunkten, wo Gott uns gegeben hat, wo der Vorstand dahinter steht, wo wir als Pastorenteam gemeinsam tragen, die möchte ich euch jetzt weitergeben. Und zwar das Erste ist, wir möchten die geistliche Qualität in unseren Treffen stärken. Wir möchten eine Gemeinde sein mit einem tiefgehenden geistlichen Leben. Wenn immer wir zusammenkommen, in einem Gottesdienst oder Kleingruppen oder in unseren Teams, wo auch immer, wir möchten, dass Menschen können, hey, Gott erfahren, dass die Gegenwart von Gott spürbar ist. Dass Menschen können sagen, weißt du, es hat mir etwas gebracht. Ich bin ganz offen, es hat mir etwas gebracht, die Zeit zu investieren, um dort zu sein. Ich bereue, wenn man so will, keine Sekunde, wo ich dort war. Und wie geschieht das? Ich werde gerade nachher dazu noch kommen und werde euch zuerst noch 2, 3 Beispiele auch geben. Ich denke daran, unsere Kinderhüte-Teams, eines von unseren Teams, die treffen sich jeden Montagmorgen zum Zoom im Gebet. Und sie haben angefangen in diesem Jahr für Kinder und füreinander zu beten. Und das ist wirklich interessant, was geschehen ist. Dass wieder neue Mitarbeiter in diesen Teams gewonnen worden sind. Dass Kinder dazukommen, die vorher nicht dabei waren. Und warum ist das? Es ist eine geistliche Dynamik. Es ist eine geistliche Qualität, die durch das Gebet eben auch ausgelöst wird. Und ich denke, das ist das, was nachher irgendwo am Ende von unserem Leben, was so cool ist, wenn wir das sagen können. Und ich werde euch rasch erzählen, was eine Seniorin gesagt hat vor ein paar Wochen. Sie sagt, ich bin jetzt 75, seit dem 83, das ist im letzten Jahrtausend, bin ich da in dieser Kirche im Bucheck. Und Gott hat mich durchgetragen, durch Krebserkrankungen, Depressionen und vieles mehr. Und was ich erlebt habe, ist, dass mir Gott und seine Hilfe durch die Kirche nahegebracht worden sind. Der Predigte, in der Anbetung, bei den Seniorentreffen und so weiter. Sie sagt, ich habe das erlebt, wo 2 oder 3 in meinem Namen, im Namen von Jesus zusammen sind, ist er wirklich mitten unter ihnen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und ich werde euch darum wirklich auch als Kirche, ich werde euch einladen, dass wir darum wirklich im Gebet wirklich auch kommen in die Gottesdienste, dass wir vorbereitet an unsere Kleingruppentreffen gehen, die jetzt dann in dem Monat März jetzt dann wieder losgehen. Und ich freue mich drauf. Aber geht nicht einfach so ins Meeting rein und sagen, ja, mal schauen, was heute passiert, sondern hey, geht rein mit Gebet. Und zwar wegen 2 Sachen. Erstens, ihr seid offener für das, was Gott in eurem Leben will tun. Und zweitens, ihr seid auch ein grösserer Segen für andere. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass Gott uns brauchen kann. Ich finde es immer cool, wenn jemand für mich betet. Aber ich muss sagen, etwas, was mir noch mehr Freude gibt, ist, wenn ich miterleben darf, Gott hat mich zum Sagen brauchen von jemandem anders. Und wir wollen Gott in unseren Meetings drin haben. Das Zweite ist, wir wollen wirklich die Leiterschaft auch stärken unserer Gemeinde. Es ist wirklich uns oft gar nicht so bewusst, wie viele Männer und Frauen, die leiten, an Zeit, an Energie,
an Leidenschaft, auch an Gebet und manchmal an Verzicht reingeben, weil sie einfach sich committed haben, regelmäßig für Menschen da zu sein und wirklich ihr Bestes zu geben. Und darum wollen wir sie wirklich stärken. Wir haben darum in der Kirche seit dem letzten September auch einen Leiter-Podcast. Den findet ihr unter leiterpodcast.church. Haben wir etwas, wo ihnen jeden Monat etwas gibt, sie stärker zu machen und Menschen geistlich, das heisst aus der Verbindung mit Gott heraus, wirklich zu leiten und ihnen voranzugehen. Einer unserer Gebietspastoren hat erzählt, dass sie seit Anfangs von dem Jahr jeweils in ihren Meetings, die sie haben im Gebiet mit den Leitern über den Podcast austauschen und dass ihnen so viel wirklich auch gebracht hat. Und wisst ihr was, ich will an dem heutigen Tag den Leiter-Podcast wirklich für die ganzen Kirchen auch öffnen. Weil ich glaube, auch wenn du noch nicht Leiter bist, auch wenn du sagst, ich will mein Leben aber wirklich vielleicht einmal Gott zur Verfügung stellen, ich will bereit sein, irgendwo die Verantwortung zu übernehmen, irgend mitzuhelfen, mitschaffen. Ich glaube, du kannst jetzt schon anfangen zu profitieren durch den Podcast. Und ich will euch einfach auch bitten, bitte lasst unsere Kirche sein, die beten für ihre Leiter, für Kleingruppenleiter, für Mitarbeiter bei den Kids, für Teamleiter und so weiter. Hey, wir brauchen als Leiter wirklich das Gebet. Und da geschieht wirklich etwas daraus raus, wenn wir wirklich für andere beten. Das Dritte ist, wir wollen wirklich die ganze Kirche in das Abenteuer reinnehmen, glaubensvoll zu geben. Die Kirche hat wirklich eine langjährige Tradition von vielen Jahrzehnten, wo der Großteil dabei ist von Menschen, die glaubensvoll und treu wirklich geben. Und ich glaube, das ist einer von den vielen Assets wirklich auch von dieser Kirche. Weil das sind Menschen, die auch aktiv mittragen. Aber ich weiss, es gibt eine ganze Prozentzahl in dieser Kirche, die haben das Abenteuer, Gott nicht nur im Alltag zu erleben, sondern auch in den Finanzen. Die haben das Abenteuer noch gar nicht sind das Abenteuer noch gar nicht angegangen. Und ich will in diesem Jahr unsere Kirche wirklich reinnehmen, wo wir können sagen, hey, wir sind eine Kirche, die das gelernt hat. Wir gehen im Glauben an Gott, wir hören auf Gott. Wir helfen so wirklich praktisch mit, dass die Vision, die Gott hat, für die Welt und auch für die Kirche wirklich erreicht werden kann. Und ich bin so auch berührt, auch von Geschichten in unserer Kirche, die am Geschehen sind. Ich denke an zwei Frauen bei uns, die sagen, hey, wir haben immer wieder Probleme gehabt mit unseren Finanzen, wir sind in Schulden drin. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben gesagt, weißt du, wenn wir wirklich können, Reich Gottes auch dort finanziell bauen, wir müssen zuerst mal aus unseren Schulden rauskommen. Und ich finde es so gut, die haben praktischen Schritt anfangen zu machen, Beratung anfangen in Anspruch nehmen, sind dran, lernen Budgetdisziplin und sind dran, schuldenfrei zu werden. Und ich weiss, viele Menschen sind in dieser Kirche, wo die Beratung, die Begleitung angelangt, sind frei geworden von ihren Schulden. Ich denke an einen guten Mann, der ist mittlerweile jetzt begraben, vor 2 Jahren, er ist gestorben, aber der ist mit über einer 7-stelligen Zahl Privatschulden in die Kirche gekommen. Und Gott hat ihm so Gnade gegeben, daraus rauszukommen. Und ich finde es ist einfach gewaltig. Es ist einfach gewaltig. Und ich denke an einen Mann, der irgendwo auch bei uns war in der Kirche und er hat gesagt, du, jetzt mache ich das nicht mehr. Der Finanz, das ist jetzt mein privates Business. Und hört in einer Predigt etwas über den Gehorsam, nimmt das mit und sagt, Gott, das passt mir eigentlich schon nicht so. Aber er lässt auf Gott. Und Gott sagt ihm einfach einen Satz, bis Gehorsam. Und er sagt, ich habe angefangen, Gott wieder Gehorsam zu sein dort. Und erlebe, wie neue Freude in mein Leben eingekehrt ist und wie Gott mich auf verschiedene Arten wunderbar versorgt hat. Ich will uns als Kirche wirklich das Abenteuer drin nehmen. Ich will, dass jeder das erlebt. Und an der kommenden Buchhecknight am Dienstag und am Donnerstag, wir werden sie 4-mal durchführen, hey, werde ich über das wirklich auch einfach mein Herz mit euch teilen und die Erfahrungen, die ich machen durfte mit Gott und drin nehmen. Das 4. ist, wir möchten effektiver werden im Gewinnen von Menschen. Jesus hat einmal gesagt, es ist Riesenfreude im Himmel,
wenn ein Mensch in Verbindung kommen mit Jesus Christus. Und das Coole ist, dass Gott uns, jeden einzelnen von uns, dort drinnen will brauchen. Ich bin so ermutigt worden durch das, was Fuse im letzten Jahr erlebt hat. Die haben Folgendes gemacht. Alle bei Fuse, bei unserer Jugendarbeit, sind aufgefordert worden, ihre Geschichte mit Jesus, wie sie ihn kennengelernt haben, aufzuschreiben. Und dann haben sie es geteilt über Instagram-Posts, Videos, Bilder und kreative Beiträge. Und Dion hat mir erzählt, viele haben zum ersten Mal Mut gehabt, ihre Geschichte mit Gott zu teilen. Und in den beiden Fuse Nights, die sie nachher hatten, sind so viele Besucher da gewesen, wie nie zuvor. Und ich möchte dir einfach sagen, du hast eine Story. Du kennst sie, darum ist sie vielleicht nicht spektakulär oder langweilig für dich. Aber weißt, es gibt Menschen, für die kann deine Story den grossen Unterschied machen. Meine Frau hat mir im letzten Jahr auf den Geburtstag so einen Gutschein geschenkt für eine Driving Experience mit einer Automarke. Ich konnte die in der Ferien einlösen. Und da hat man sich erst am Abend vorher hat man sich schon getroffen für den Tag. Und wir hatten so einen kleinen Vierertisch gehabt, und an meinem Tisch sind ein paar junge Leute gehockt, alles so richtige Autofreaks. Und wir kommen ins Gespräch miteinander und ich habe einen Haufen Fragen gestellt und so. Und plötzlich fragen sie mich dann, ja, was machst denn du so beruflich? Und dann sage ich bin Pastor. Sage ich, was? Pastor? Und dann sind ein Haufen Fragen gekommen. Und das Gespräch ist immer ernster geworden. Und gegen das Ende des Gesprächs fragt einer von ihnen, ja, glaubst du, dass Gott wirklich alle Sünden vergeben kann? Wirklich alle. Und dann hat er dann erzählt, um was es geht. Und ich habe gedacht, was für eine Chance. An diesem Abend einfach relaxed mit Gott dort zu sein. Sagen, hey, ich bin eigentlich mit allen Autofreaks zusammen. Und am Schluss braucht Gott einfach so einen Abend über ein gutes Stück Fleisch für etwas ganz anderes. Wo es nicht um eine Driving Experience gegangen ist, sondern um eine God Experience. Am Schluss von dem Abend sage ich, hey, danke, wow, hey, danke für eure Ehrlichkeit, für eure Offenheit. Und sie sagt, nein, wir danken dir, hey, das hat so etwas gemacht da innen. Und meine lieben Freunde, ich werde euch also heute Morgen mitlosen. Ich kann euch die Website geben. Ich sage euch ganz liebe Grüße, aber auf Basel. Gott segne euch. Es war mega cool mit euch. Und ich glaube, wir haben alle etwas in unserem Leben. Ein lebendiger Gott, wo die Menschen spüren, da ist etwas da. Und dann möchten wir wirklich in Digitalisierung investieren, das Letzte. Ich weiss auch, das Coolste ist, wenn man einander so sieht, live. Aber nicht immer ist das die beste Art. Nicht immer ist das auch die Art, wo ich denke auch in unserer Gesellschaft, wo man auch sehr anders, sehr individualistisch auch lebt, immer das Beste ist. Und natürlich, ich freue mich wieder, wenn wir Gottesdienst können öffnen für alle, wenn wir wieder Look können singen. Und ich glaube ganz fest daran, das wird in diesem Jahr noch geschehen. Und ich danke euch, habt ihr so weit wirklich auch ausgehalten. Danke für eure Geduld bis dorthin. Danke, haltet euch dran mit Mundschutz und Social Distancing und so. Aber es kommen andere Zeiten, ich bin überzeugt davon. Aber ich habe so gedacht, hey, wie cool ist es, wenn Menschen nicht immer hierher fahren für einen Kurs. Wie cool ist es, wenn Menschen unter Umständen, weil sie Kinder haben, weil sie in den Lebensumständen, den Beruf, was auch immer, können zum Beispiel an Schulungen oder Sachen teilnehmen, ohne jedes Mal physisch vorbeizukommen. Ich finde es so cool, unsere Latinos haben bei ihrer Leiterbibelschule zum Beispiel, haben sie umgestellt, der Grossteil findet online statt und die Leute schätzen es halt schon noch, wenn du nicht am Freitagabend in den Verkehr musst da anfahren, sondern kannst online teilnehmen. Ich weiss zum Beispiel von einer Familie, die sagt, es würde uns so helfen, einen Kurs zu machen, hey, weil wir können mit unseren Kindern nicht einfach nur jedes Mal am Abend irgendwo weg, es ist recht kompliziert, jedes Mal einen Babysitter zu haben, online können wir teilnehmen.
Und wir sind uns wirklich immer wieder jetzt am Überlegen, was können wir, wenn es irgendwie geht, auch online anbieten. Weil ich glaube, wir können so Menschen erreichen, die sonst nicht könnten oder würden an gewissen Sachen teilnehmen. Und wir haben die Leidenschaft, die Passion, dass doch möglichst viel mit Gott Schritt tun können. Ich werde hier mit der Geschichte aufhören und dann gehen wir ins Gebet. Ich weiss von einer Familie, die haben unser Kids-Programm bekommen. Die kommen nicht in unsere Kirche. Und jetzt schaut die Familie am Sonntagmorgen unser Kids-Programm und die Kinder tanzen dort vor dem Fernsehen, sind voll dabei. Und ich denke, wie cool ist das? Wie braucht Gott Digitalisierung, ein Instrument in der Technik, dass die Botschaft von Jesus, die Botschaft vom Kreuz, zu den Menschen kommt. Wisst ihr was? Corona ist ein menschliches Handicap, aber für Gott gibt es keine Grenzen. Hey, und ich glaube, wenn wir wollen, dass die Kraft von dem Kreuz durch unser Leben mit unserer Church kann weitergehen, wenn wir jetzt eins noch tun. Nicht mehr, dass er auf mich hört, sondern jetzt wollen wir zu Gott kommen. Und wir beten miteinander, wenn wir wirklich unsere Stimmen zu Gott erheben. Und ich will das Pastorenteam bitten, doch führen zu kommen. Wir wollen, und euch als Kirche, ich will euch einladen, dass wir doch aufstehen miteinander. Wir wollen uns bewusst heute um das Kreuz herum versammeln. Das Kreuz, wo wir alle unser neues Leben verdanken. Die Botschaft vom Kreuz, wo wir alle unsere Zukunft verdanken. Und Gott wirklich bitten, dass er die Botschaft vom Kreuz, die uns mit unserer Kirche, dass die zu den Menschen kommen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dürfen wir jetzt einfach auch beten, dürfen wir zu dir rufen. Herr, die Menschen von der heutigen Welt sehnen sich nach Power, sie sehnen sich nach Kraft, sie sehnen sich nach etwas Echtem, nach einem wirklichen Leben. Und ich bete einfach, Herr, hilf du mir, hilf du uns allen dabei, dass wir authentisch und echt mit dieser Leidenschaft, aber auch dieser Kraft von dir Menschen dürfen in Berührung bringen mit dir. Dass Menschen dürfen dich kennenlernen. Dass Menschen dürfen wirklich heil werden, gesund werden, ihre Berufung entdecken und für immer einen ewigen Unterschied machen auf dieser Welt und für die Ewigkeit. Amen. Jesus, wir danken dir für ganz. Halleluja. Der drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Danke für die Gegenwart von deinem Heiligen Geist in unserem Leben. Danke für die Gegenwart vom Heiligen Geist in all unseren Treffen. Wenn sich Kinder treffen im Kigo, wenn wir Kleingruppen haben über Zoom, wenn wir da im Gottesdienst zusammen sind, alle Leute, die zuschauen. Du bist mitten unter uns. Herr, du machst den Unterschied. Herr. Wir beten, dass jedes von unseren Meetings, ob es nur 2 oder 3 Personen sind, ob es 50 Personen sind, dass du dort drin bist, Herr. Und dass wir deine Gegenwart erleben dürfen. Dass wir erleben, wie wir tröstet werden durch die Bibel, wie wir tröstet werden durch dein Wort, wie deine Verheißungen lebendig sind für uns. Dass wir erleben, wie Wunder geschehen. Hey, wie Menschen geheilt werden während dem Lobpreis, wenn wir dich gross machen und dich erheben. Dass wir es erleben, wie neue Freude und Dankbarkeit in unser Leben hineinkommen, wenn wir dich anbeten, wenn wir dir singen, wenn wir unsere Hände zu dir erheben. Und dass wir erleben, wie unser Glaube gestärkt wird. Heiliger Geist, du bist so gut und weil du in uns lebst, Herr, wird überall dort, wo wir zusammen sind, Herr, sei es unter der Woche oder am Sonntag, Herr, bist du mitten unter uns und wir werden Grosses erleben. Wir danken dir für das von ganzem Herzen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja. Kreuz geredet haben, die uns gezeigt haben, Jesus, wie du bist. Und wir beten dafür, dass wir auch so Menschen sein können, die über den Glauben reden, die das teilen, was uns so wichtig ist. Wir schämen uns nicht für die Botschaft von dir. Und wir möchten Leute sein, die in unserem Umfeld ein Licht sind und zeigen, dass es eine Hoffnung gibt, dass es einen Sinn gibt im Leben und dass es einen Gott gibt, der sie über alles liebt. Herr, mach uns mutig im Bekenntnis,
Hilf uns als Kirche effektiv zu werden und unsere Energie und unser Geld und unsere Zeit so zu investieren, dass möglichst viele Menschen dich kennenlernen können. Wir beten dafür, dass noch viele, viele Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Region dürfen umkehren und dürfen das ewiges Leben bekommen durch dich, Jesus. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.